Guten Tag, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Chat, zu einem kurzen Gesprächli. Oh, ich bin nicht richtig. Ich habe nicht das richtige Bild. Das ist das richtige Bild für heute. Heute möchte ich euch ein bisschen aufmerksam machen auf unsere neue VIP-Schweizerdeutsch-Lektion, die am Montag am Abend ausgestrahlt wird oder wo wir einen Livestream haben. Und da geht es ums Geld abheben. Wir wollen, in dieser Geschichte tut jemand Geld abheben oder es sind sogar sehr viele Leute, die wollen Geld abheben und da Schlangen stehen vor dem Bankomat. Ich weiß nicht, ob etwas mit dem Bankomat nicht in Ordnung ist. Ich bin auch schon zu Bankomaten gegangen, wo es kein Geld hatte, wo ich nichts mehr bekommen habe. Und dann musste ich zu einem anderen Bankomat weitergehen, wo ich doch noch Geld bekommen habe. Tun ihr viel Geld abheben vom Bankomat oder tun ihr mehr mit der Kreditkarte zahlen? Hallo Olivia, danke, ich lebe gut. Mir geht's gut. Ich bin gerade am Arbeiten und wir sind am Vorbereiten auf unsere nächste Geschichte. Sie ist noch nicht online, wir sind dran. Äh, wir wollen uns jetzt ein bisschen einstimmen auf das neue Thema. Es geht ein bisschen um Banken, um Geld abheben und so. Olivia, du zahlst lieber bar. Du zahlst lieber bar als mit deiner Kreditkarte. Oder heute gibt es ja auch verschiedene Applikationen, die du kannst brauchen und mit dem Telefon direkt zahlen. Aber du bist noch ein bisschen altmodisch und du zahlst lieber bar. Wieso zahlst du lieber bar? Hat das einen Grund? Oder was ist es einfach aus Gewohnheit, weil du das immer so gemacht hast? Wieso zahlst du lieber bar? Olivia, du findest es sicherer, bar zu zahlen? Ja, wir hatten letztens gerade ein Problem gehabt. Unsere Kreditkarte haben wir müssen sperren. Dann haben wir gerade nicht mehr können mit der Kreditkarte zahlen, weil irgendwie ist uns Geld abhanden gekommen auf unserem Konto. Also, es sind Zahlungen gemacht worden mit unserer Kreditkartennummer, die wir gar nicht gemacht haben. Also, uns ist ab'm Konto so klammheimlich Geld gestohlen worden und, wir haben die ganze Karte blockiert, dass nicht mehr gestohlen wird. Hallo Anonymous. Genau, du gewöhnst dich langsam an die Kreditkarte, Olivia. Du zahlst immer weniger bar und immer mehr mit der Kreditkarte. Ich zahle noch gern mit bar auch, weil ich dann merke, wie viel Geld das ich ausgebe. Mit der Kreditkarte, dann kann man ausgeben und man merkt gar nicht, das Portemonnaie wird nie leer. Man spürt seine Grenzen weniger, als wenn man einfach Geld eine bestimmte Quote Geld im Portemonnaie hat und dann nachher, wenn es fertig ist, ist es fertig. Dann muss man sich überlegen: „Ja, für was habe ich jetzt das ausgegeben und will ich wirklich mehr ausgeben oder nicht?“ Das ist manchmal noch gut, wenn man so eine Limite hat. Aber auf der, Karte kannst du ja auch Limiten drauf tun. Also, du kannst sagen: „Bei dieser Karte kann man nicht mehr als 1'000 Franken pro Tag brauchen“ oder so. Und dann hast du es auch ein bisschen eingegrenzt. Oder, du hast einfach keine Kreditkarte, sondern eine Debitkarte, wo du das Konto nicht kannst überziehen. Und dann ist es auch ein bisschen besser, dass du nicht Gefahr laufst, plötzlich dein Konto zu überziehen. Hallo Hakuna Matata. Wir reden heute über das Geld abheben, über Zahlen mit Kreditkarten oder mit Applikationen. Was macht ihr? Tun ihr lieber bar zahlen oder tun ihr alles nur noch digital machen? Man kann ja inzwischen auch, von Telefon zu Telefon Geld überweisen. Also, sogar wenn du irgendwie deinen Kollegen etwas ausleihst oder so, äh,
dann nachher kannst du das alles online machen. Ähm, genau. Die Olivia fragt nach, Hakuna Matata, wo du bist gsi. Wir haben dich lange nicht mehr gesehen. Du zahlst gern bar. Ich zahle auch gern bar. Bar ist, eben noch man spürt, wie viel das man ausgibt, ja. Und manchmal tut's weh beim Zahlen, wenn man sieht, wie viel das man da muss hinblättern für etwas. Also, am nächsten Montagabend haben wir einen Livestream zu dieser Geschichte. Das ist noch die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung. Nachher kommen wir auch noch kurz aufs Thema, Banken, Krise und vielleicht CS zu reden. Und du, Hakuna Matata, du hast viel zu tun gehabt und hast weniger Zeit gehabt, für, an unseren Lives mitzumachen. Wenn du möchtest, kannst du gratis, testen kannst du unseren Kurs gratis testen und ab morgen sollte die Geschichte, vom Bankomat von dem Mann, sollte auch erreichbar sein. Also da habe ich den Link. Wenn du möchtest, kannst du da auf den Link gehen und schauen, wie dir unser Kurs gefällt und ob er etwas für dich ist. Mit kurzen Geschichten und schönen Bildern Alltags-Schweizerdeutsch zu lernen. Genau. Ähm, Das war für mich. Also, am nächsten Montag, am 8. ist der nächste Livestream-Kurs, wo du live kannst dabei sein, wenn du dich jetzt anmeldest und dann nachher das eine Woche la Monat lang kannst testen, ohne etwas zu zahlen. Du kannst auch schauen, was wir alles schon gemacht haben, für Sachen in den vorherigen Lektionen. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Klickt da hat es auch noch einen Link auf dem Film und dann, könnt ihr mal das austesten. Alles Gute. Tschüss zusammen.